Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Abend beim Schweizerdeutsch lernen. Hallo zusammen, es ist schön, dass ihr da seid. Also, heute geht es zum Thema Preise. Das ist ein Schweizerdeutsch Livestream für Anfänger, also ganz Anfänger. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das Essen? Also, ich muss schauen, ist jemand schon da? Meldet euch, schreibt in den Chat, dass ich weiss, ich bin nicht ganz allein. Ich möchte auch gerne Antworten von euch haben. Also schreibt Antworten im Chat. Hallo Hakuna Matata. Hallo Gisela. Hallo zusammen. Schreibt doch, woher dass ihr schreibt. Hakuna Matata, mir geht es ganz gut. Wir hatten schöne Ferien gehabt. Und jetzt reden wir wieder ein bisschen zusammen chatten, über Preise reden. Und ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Sommer gehabt und vielleicht viel Schweizerdeutsch geredet. Hallo Ali, hallo Nina, hallo Peter, hallo Abdos Samad, Hamudi kann ich besser sagen. Okay, Hakuna, du bist von Bern, Gisela, du wohnst in Wohlen im Kanton Aargau. Hallo Chroje, du bist auch gekommen, sehr schön. Hallo Marco, hallo Daniela. Schön sind ihr da. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, du fährst gerade an mit dem Thema Study Channel. Warum ist in der Schweiz alles teuer? In der Schweiz sind sehr viele Sachen teuer, aber nicht alles. Nicht alles. Gibt es billige Sachen in der Schweiz? Was ist in der Schweiz billig? Was ist teuer? Ja, wieso ist in der Schweiz alles teuer? Sicher, das ist so, wir sagen im Negativen ein Teufelskreis. Ja, ein Teufelskreis. Das heisst, wenn etwas eins andere bedingt, ja, natürlich, wenn die Leute viel Geld verdienen, dann ist die Arbeit sehr teuer. Aber Elektronik ist billiger als in anderen Ländern, zum Beispiel. Nina, wie kannst du einfacher Schweizerdeutsch reden? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wichtig ist, dass du laut wiederholst. Wenn ich jetzt etwas sage oder wenn du andere hörst reden, dass du versuchst, laut zu wiederholen. Also, du tust nachher sagen, wie ein Papagei. Ja? Ich denke, es ist gut, wenn du deine Muskeln im Mund auch daran gewöhnen, dass sie Schweizerdeutsch reden. Zum Beispiel Schweizerdeutsch und Englisch ist ganz anders zum Aussprechen. Und so sind ganz andere Laute. Ja, also wie viel kostet das Essen in einem Restaurant? Gehst du in der Schweiz ins Restaurant? Oder denkst du, das ist mir zu teuer? Ich tue lieber kochen. Daheim. Ja? Wie viel kostet das Essen in einem Restaurant? Wie viel musst du rechnen pro Person? Wie viel Geld? Kann man mit 10 Franken etwas Gutes essen? Oder mit 15 Franken? Oder kostet es immer mehr? Hallo Dolin. 30 Franken. Hallo Kami. Schön bist du da. Je nachdem, wo man isst und was man isst,
Isst man in einer Kantine zum Mittag oder isst man in einem super Restaurant? Ist es so ein Abendmenü oder ein Mittagsmenü für Arbeiter? Ja. Hakuna, du kannst dir das Mittag im Restaurant leisten. Also du kannst essen, 40 Franken pro Person ausgeben und es ist kein Problem. Sehr schön. Aber wir können uns das leisten, aber vielleicht nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag. Ab und zu. Hallo Lorraine, hallo Yvonne. Guten Abend. Peter, du tust lieber selber kochen und ein bisschen Geld sparen. Bist du ein Student? Hi Olivia. Hi, schön sind ihr da. Also Ali, du denkst, zwischen 30 und 40 Franken muss man schon rechnen, wenn man ins Restaurant gehen, etwas essen, vielleicht noch ein Gläschen Wein trinken oder ein Dessert. Wer will? Vielleicht reicht das gerade noch für ein Dessert. Ich denke, dass man im Restaurant manchmal 10-mal mehr zahlen muss, als wenn man daheim kocht. Ja, das kann schon sein. Ja, je nachdem, was für ein Restaurant. Natürlich, du musst deine Zeit nicht rechnen. Deine Zeit zum Kochen ist gratis. Die musst du nicht zahlen. Peter, du sagst, du kochst immer im Voraus. Also du tust ein bisschen kochen und dann vielleicht eingefrieren, in den Kühlschrank oder abfüllen in Gläser und dann kannst du später das essen. Leisten, Kami, ich kann mir etwas leisten. Das heisst, ich kann es mir erlauben, das auszugeben, das Geld auszugeben. Zum Beispiel, ich kann mir kein Lamborghini leisten. Ich habe nicht genug Geld. Ich habe einen einfachen Opel. Ich kann mir einen Opel leisten. Ich habe genug Geld für einen Opel. Aber ich kann mir kein Lamborghini leisten. Auch wenn mein Sohn davon träumt. Ja, aber das geht nicht. Ich kann mir es leisten, ab und zu ins Restaurant zu gehen. Aber ich kann mir es nicht leisten, jeden Tag ins Restaurant zu essen. Genau, Peter. Zeit, genau. Ich kann mir, wenn ich selber koche, natürlich, meine Zeit ist auch Geld, aber ich muss mich nicht zahlen. Oder ich muss meinem Mann nicht zahlen, wenn er kocht, zum Glück. Ja. Aber man kann natürlich auch ein bisschen Zeit sparen, wenn man ins Restaurant geht. Hallo Stefan. Genau, Marco, ein Kaffee und ein Gipfeli oder so, das kann man sich schneller leisten. Und es ist gut, manchmal, wenn man zum 9 Uhr ein bisschen weggehen kann, eine Pause machen, einen Tapetenwechsel, also jemand anders hingehen. Ja. Okay. Also, wenn ihr neu da seid und noch nicht euch eingeschrieben habt für unseren YouTube-Kanal, dann könnt doch unten klicken und euch einschreiben, dann kommen ihr auch immer wieder Informationen über, wenn ein neuer Livestream ist oder was wir machen. Macht mit, gebt eure Kommentare, das ist gut. Also, wie viel kostet leisten? Auf Englisch ist afford, to afford. Ich kann mir es leisten. Ich könnte schon sagen, it is affordable. Es ist ein bisschen eine andere Art, das zu sagen. Wie viel kostet ein Cappuccino? Ich glaube, ein Cappuccino können wir uns schon leisten. Ist ein Cappuccino teuer? Cappuccino. Ein bisschen komisch geschrieben, he? Du kannst dir ein Cappuccino leisten, Olivia.
Ich kann leisten. Peter, nicht ich habe, sondern kann von können. Ich kann mir das leisten. Genau. Etwa 6 Franken, Gisela, 6 Franken, 5 Franken 50. Muss man schon rechnen für einen Cappuccino. Wenn man allein geht, einen Cappuccino trinken, ist das gut. Kann genau, Peter. Wie viel kostet ein Bier? Das ist immer eine Frage, wenn man Fremdsprachen lernt man sehr schnell ein Bier bestellen. Kann ich ein Bier haben, bitte? Oder wenn ihr in die Schweiz geht, könnt ihr auch sagen, eine Stange. Eine Stange, das ist so ein grosses, langes Glas. Ja? Und in dem wird Bier serviert. Und darum kann er sagen, kann ich eine Stange haben? Also wie viel kostet eine Stange? Hallo Bogdan. Peter, du hast eigentlich ein Cappuccino für 10 Franken gehabt. Wir haben einmal in den Champs-Élysées in Frankreich essen. Aber als wir die Preise gesehen haben im Restaurant, haben wir auch nur einen Kaffee bestellt. Das war dann schon sehr, sehr teuer. Bier kostet... Bier kann man ab 1,80 Franken haben. Aber das ist dann sehr wahrscheinlich nicht im Restaurant, ja. Hakuna Matata, das ist dann sehr wahrscheinlich, wenn du in Coop oder ins Migros gehst, ein Bier kaufen. Ein Büchsli Bier, ein Alubüchsli oder ein Flaschenbier aus Glas. Oder 2 Franken. Ein Bier kostet 2 Franken. Ja. Habt ihr gern Bier? Trinkt ihr gern Bier? Hallo Jana. Also, du kaufst Bier nur im Coop. Das ist am besten. Im Denner gibt es Bier für 50 Rappen. Wow, das glaubt man ja kaum. Gisela, 7 Franken, ja. Vielleicht im Restaurant. Genau, Bier ist im Supermarkt immer billiger. Und manchmal gibt es Aktionen und dann ist es noch billiger. Aber wenn der Alkohol zu billig ist, ist es vielleicht nicht gut. Gisela, du hast gerne Corona-Bier. Ich muss sagen, ich habe nicht so gerne Bier. Wenn schon, dann ein Frauenbier. Aber dann ist nicht mehr viel Bier. Ravas, du hast nur Whisky gern, kein Bier. Wie viel kostet denn ein Glas Whisky im Restaurant? Das ist auch nicht billig, ja, ein Glas Whisky. Du hast Echo, Audio. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist es... Habt ihr auch Echo? Hört ihr mich im Echo? Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Olivia, Schweizer Bier ist nicht so gut. Was für Bier ist das Beste? Wer macht das beste Bier? Oh, Roye, dein Lieblingsbier ist Augustinerbier. Bogdan, habt ihr in der Ukraine gutes Bier? Piselin. Piselin, ist das eine Biermarke? Dolin. Bogdan, du hast kein Echo. Sehr gut. Schön. Wunderbar. Okay. Also, Bier ist ein Thema, wie ein Fass ohne Boden. Man kann immer darüber reden, über Bier. Oder über guten Wein. Stefan, du kommst aus Brasilien. Vielleicht gibt es auch gutes brasilianisches Bier.
Bogdan, du trinkst keinen Alkohol. Das ist auch nicht schlecht. Besser weniger als zu viel. Wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann plötzlich hat man Probleme. Ja. Wie viel kostet ein Pfinderli dunkles Brot? Ja. Oder euer Lieblingsbrot. Ein Pfünderli ist ein Pfund, ist 500 Gramm. Also ein Pfünderli Brot oder im Bäck kannst du auch einfach sagen, ich möchte ein Pfünderli. Dann ist es 500 Gramm. In Argentinien haben wir auch gutes Bier, Gisela. Danke, sehr schön, Nancy. Olivia, du backst dein Brot selber. Weisst du, wie teuer das kommt, wenn du selber Brot backen? Tust du rechnen? Ist es billiger, wenn du selber Brot backen? Peter, du denkst, etwa 3 Franken kostet das Pfünderli. Je nachdem, ob man es beim Bäck kauft oder bei der Migros oder im Coop, ist der Preis ein bisschen anders, ja. Bogdan, du meinst, du trinkst zwar keinen Alkohol, oder? Zuerst trinken wir wenig Bier und dann immer mehr. Vielleicht hast du gedacht, ich fange am besten nicht an. Und dann wissen die Leute, ich trinke kein Bier und ich muss nicht immer mehr trinken. Das ist vielleicht eine gute Taktik. Hamudi, Zöpfe und Zöpfe sind sehr gut, ja. Das ist so das Brot, Hefegebäck mit ein bisschen Zucker und Milch. Und es hat eine schöne Form und wir essen es gerne am Sonntag zum Morgen. Zopf. Genau, das ist sehr gut. Meine Mutter hat früher viel Zöpfe gemacht, aber jetzt ist mein Vater, seit Covid-Zeiten, ist mein Vater Zopfspezialist. Also, Hamudi, hast recht. Was hat der Hamudi gesagt? Genau, Zopf ist das Beste. Gibt es bei euch daheim, aus eurem Herkunftsland, gibt es dort auch so etwas wie Zopf? Oder ist das speziell schweizerisch? Ups, du isst kein Brot, nur Brezeli. Brezeli. Deine Großmutter macht Zöpfe. Was hat deine Großmutter für eine Nationalität, Hamudi? Ist sie Schweizerin? Macht sie gerne Zöpfe? Und dann gibt es, was ich sehr gerne habe, so ein Pajasbrot oder ein Knebelbrot. Das, was man so knusprig ist und so dreht und länglich. Das habe ich sehr gerne. Früher hat es immer Pajas geheissen, nachher war das ein geschützter Name. Jetzt heisst es Knebelbrot oder es hat vielleicht andere Namen. Oder Pani. Pani, Hakuna Matata, redest du von Zöpfen, sind das Pani? Weil es geht immer ein bisschen mit der Verspätung, eure Kommentare und was ich sage. Genau. Bogdan, das ist die Mentalität bei euch daheim. Man fängt an mit einer Flasche und man sagt, ein Glas ist kein Glas. Und dann kann ich ohne Probleme eins trinken und dann wird es immer mehr. Ja. Brezeli sind auch sehr gut. Oder was auch gut ist, sind Laugenbrezeli, die mit einer braunen Haut haben, rundum so, die in Laugen gebacken sind. Die sind auch sehr gut. Oh, hoi, ich weiss nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Du hast ganz andere Schriftzeichen. Vielleicht kannst du mir noch schreiben, wie du heisst. Ich kann das nicht lesen.
Ah, Zopf, das ist auch aus der jüdischen Tradition und man nennt das Challah. Mhm. Und ich kann ein bisschen Polnisch und da heisst, glaube ich, Chauwa, aber ich bin nicht sicher. Hallo Ibra. Also wir reden darum, wie viel etwas kostet, aber jetzt haben wir gar nicht so viele Preise gehört. Aber ein gutes Brot kann schon recht teuer sein, so ein sauber gemachtes Brot mit gutem Mehl, mit viel Körnchen, Leinsamen, Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne oder so. Ah, hallo Chevit. Mhm. Okay. Dann nachher können sie auch recht teuer sein, die Brot. Aber gut. Wie viel kostet eine Flasche Wein? Oder wie viel bist du bereit zu zahlen für eine Flasche Wein? Es gibt einige Flaschen, spezielle Jahrgänge, ganz gute Sachen, die sehr teuer sind. Aber wie viel bist du bereit, bis zu 100 Franken zu zahlen für eine gute Flasche Wein? Etwas, wo du weisst, das ist einmalig, fast. Ja? Ja? Was denkst du? Lohnt es sich oder bist du bereit, so viel zu zahlen? Kannst du dir einen guten Wein leisten? Olivia, Wein ist teuer und du hast ihn nicht so gern. Also du tust lieber Geld in etwas anderes investieren als in Wein. Ich muss sagen, mein Vater ist ein Feinschmecker. Er hat einen kleinen Weinkeller und wenn wir bei meinem Vater sind, dann trinken wir ab und zu ein gutes Tröpfchen Wein, also eine gute Flasche, etwas Spezielles. Genau, Wein. Wein ist Wein. Stefan, du zahlst 8 Franken für Wein und das reicht. Ja, wieso mehr zahlen? Ja, das kostet 20 Steine. 20 Steine, also 20 Franken kann man auch sagen, das kostet 20 Steine, das ist so, Olivia, Slang ist das. Wenn jemand sagt, wie viel kostet das, oder wie teuer ist das gewesen, und dann habe ich gesagt, das habe ich für 20 Steine gekauft, für 20 Franken. Ja. Kami, einmalig ist das gibt. Ein einmaliger Wein ist ein Wein, was es nur einmal gibt und nachher nicht mehr. Also es ist wirklich gut, super und du kannst nicht in den Laden 10 Flaschen von dem kaufen. Es ist sehr speziell, es ist sehr unique. Ja. Okay. Bogdan, du tust da glaub mit jemand anderem chatten. das ist mir schon schwierig. Einzig, genau. Gisela, du hast gerne Malbec-Wein, den man beim Coop für 17 Franken kaufen kann. Also du kannst uns den empfehlen, den Wein. Genau. Mein Vater eben ist ein Weinkenner und er beschreibt die Weine, ihre Noten, so ein bisschen erdig oder blumig oder so. Und er sagt immer, ja, dieser Wein ist ein bisschen anders, blumiger, besser, süsser als der, den wir vor einer Woche hatten. Und ich habe keine Ahnung. Ich weiss, dass ich vor einer Woche Wein hatte. Aber mehr nicht. Also für mich lohnt es sich nicht, 100 Franken auszugeben für eine Flasche Wein, weil sehr wahrscheinlich spüre ich nicht den Unterschied von einem sehr billigen Wein zu einem guten Wein. Hakuna Matata, du bist auch ein Feinschmecker, du bist ein Degustationsprofi. Wodka ist auch gut, Olivia, vielleicht mit etwas gemischt, ja, mit Honig oder mit Früchten,
so eingelegt, ein bisschen süsslich. Ja. Wie viel Franken kostet Wodka in der Ukraine? Oh, weiß nicht. Wodka ist stark für dich, Bogdan. Das kann auch sein. Also mit Wodka muss man aufpassen, vor allem wenn man es süß macht. Dann trinkt man gerne ein bisschen viel. Ja. Oder wenn man an einem Fest ist und immer wieder nachgeschenkt wird und du hast keine Ahnung, wie viel du trinkst. Bogdan, Wodka in der Ukraine ist billig, sehr wahrscheinlich. Ist das die Antwort, ja? Wie viel kostet das Busbillett in die Stadt? Ja, wenn du in die Stadt gehst oder wenn du auf irgendwo hin musst, nimmst du manchmal vielleicht den Bus. Wie viel kostet das Busbillett? Oder denkst du, ich nehme den Bus nicht, weil es ist zu teuer? Vielleicht hast du ein Halbtags-Abi und dann musst du immer nur den halben Preis zahlen. Oder du hast kein Halbtags-Abi und dann musst du voll zahlen und dann kann es recht teuer sein. Oder du hast ein Abo, ein Monatsabo oder ein Streckenabo für eine Zone, genau. Olivia, du fährst immer mit dem Velo. Dann hast du deinen Sport gemacht, bist an der frischen Luft und kannst deine Busbillett, also das Geld, das du für das Busbillett würdest ausgeben, kannst du sparen. Ja. Eine Zone kostet vielleicht 5 Franken oder so. 2,60 mit Halbtags sind Kurzstrecken. Und dann eben mit vollem Preis, dann zahlt man schon 5,20. 5 Franken. Es macht eben schon einen Unterschied. Je nachdem, ob du allein bist oder ob mit anderen zusammen bist. Ali, mit dem GEA ist es am besten, genau. Hast du ein GEA? Ich hatte 1 Jahr ein GEA, dank meiner Mutter, als ich noch jung genug war, dass ich so ein zweites Familien-GEA haben konnte. Und das war super, genial. Dolin, du hast ein Halbtagsabo. Das ist viel billiger, also es lohnt sich schnell, ein Halbtags zu kaufen. Gisela, GEA ist einfach himmlisch, gell? Du kannst einsteigen und aussteigen im Bus, ins Schiff, aufs Tram, auf den Zug, in der ganzen Schweiz und du musst dir keine Sorgen machen wegen dem Zahlen. Ja, das GEA ist ein Generalabonnement für die ganze Schweiz, für den öffentlichen Verkehr. Nur in den Bergen musst du ab und zu für Bergbahnen zahlen, vielleicht Postauto, glaube ich, ist gratis. Ja. Kami, du meinst, Billetmaschinen sind wahnsinnig. Du hast nicht gerne die Billetmaschinen, ja, wo du nicht rauskommst, was du musst kaufen und die Münze reinlassen und vielleicht wartet der Bus schon auf dich und du musst schnell machen. Das kann manchmal sehr stressig sein. Von Heimberg bis Thun kostet es 2,80 einfach. Und dann musst du noch retour. Genau. 2 Zonen mit dem Halbtags, es ist 2,90. Aber du gehst gerne mit dem Velo. Jetzt muss ich wieder... Chevit, genau. Du gehst gerne mit dem Velo. Ich muss sagen, ich habe Sackgeld bekommen für meine Eltern, als ich jung war. Habe ich Sackgeld bekommen für jeden Monat, zum Busbillett zu zahlen, zum Bücher zu zahlen, zum Essen in der Schule zu zahlen. Und ich habe viel gespart, weil ich mit dem Velo bin in die Schule gegangen. Ich habe sehr viel gespart, vor allem in den Sommermonaten, im Sommer. Die Hamudi,
das GEA muss schon viel Zug fahren, dass es sich lohnt, ein GEA zu kaufen. Du musst viel Zug fahren, aber es sind verschiedene Preise. Ich weiss jetzt nicht genau, wie es aktuell ist, aber du kannst ein GEA kaufen bei 3'000–4'000 Franken oder so. Ich weiss nicht, ob das die aktuellen Preise sind. Und nachher gibt es ein Partner-GEA, das ist schon billiger. Oder das GEA für Kinder, das ist auch billiger. Ja, aber du musst gut rechnen, ob es nicht besser ist, zum Beispiel ein Streckenabo zu nehmen, hin und zurück, wenn du immer eine Strecke fährst, oder so ein Regionalabo. Genau. Ali, du hast ein Studenten-GEA, aber leider nicht viel Zeit zum Reisen, das ist schade. Mein Mann hat auch einmal ein GEA gehabt und er hat dann sein Studium geschwänzt und ist auf Reisen gegangen, dass er Zeit hat zum Reisen. Und ja, Jana, du musst 4,80 Franken zahlen mit dem Halbtags von Deggersheim auf St. Gallen. Genau, das ist sehr stressig, die Billetmaschine. Oh, Gisela, das GEA kostet pro Monat 340 Franken für dich. Wenn man den Monatspreis sieht, sieht es gar nicht so schlimm aus. Das wäre eben gegen die 4'000 Franken pro Jahr, ja. Danke, Marco, für dein Kompliment. Ich hoffe, es hilft. Ich hoffe, ihr seid daheim am laut reden und wiederholen. Das wäre auch eine Übung, eine gute. Habt ihr ein Fitness-Abo? Wie viel kostet euer monatliches Fitness-Abo? Ich muss sagen, ich habe kein Fitness-Abo genommen, weil ich denke, wenn ich Sport machen möchte, möchte ich auch rausgehen an die frische Luft und nicht wieder drinnen sein. Ich bin den ganzen Tag immer drinnen und dann denke ich, ich möchte Sport kombinieren mit rausgehen, in den Wald gehen, in die Natur gehen. Genau, Ali, du denkst das Gleiche wie ich. Du zahlst nichts, das ist gratis, du gehst in die Natur. Oder auf einen Vita-Parcours. Du kannst auf einen Vita-Parcours gehen. In der Schweiz hat es so verschiedene Vita-Parcours, wo so ein Weg ist, ein Rundweg mit Tafeln und dort drauf stehen die Übungen, die du machen musst. Der Hampelmann oder andere Übungen, die du machen kannst. Übungen für Anfänger und für Sportler, grosse Sportler. Und das machen wir sehr gerne auch mit der Familie. Wir haben immer viel Spass und ich bin immer erstaunt, was meine Kinder alles machen mögen. Genau, Gisela, wenn alle zusammen zahlen, dann ist es billiger beim GEA. Genau, du kannst im Haushalt teilen. Jemand zahlt das volle GEA, jemand zahlt das Partner-GEA und so. Oder man kann auf der Gemeinde, also dort, wo meine Eltern wohnen, in Marli, kann man auf der Gemeinde ein GEA Flexi holen. Also die Gemeinde kauft ein GEA oder ein paar GEA pro Jahr für ihre Bürger. Und du kannst auf die Gemeinde gehen und fragen, ob sie ein GEA Flexi haben für zum Beispiel den 2. September. Und dann kommst du so eine Art Tageskarte über, aber es ist billiger als Tageskarte. Das ist auch eine gute Möglichkeit, GEA Flexi. Und dann hast du einfach einen Tag ein GEA, nur einen Tag. Oh, Gisela, du kannst auf die Sportanlage in der Nähe bei dir daheim. Dann bist du draussen und ich glaube, das ist auch gratis, ja. Und dein Fitness-Abi kostet 35,90 Franken pro Monat. Genau, 35,90 Franken. Das ist nicht schlecht. Aber wenn man zahlt, dann ist gut, dann denkt man, jetzt habe ich gezahlt, jetzt muss ich gehen. Ja, wenn alles gratis ist, dann denkt man, ich habe ja nichts verloren, wenn ich nicht gehe. Ja.
Aber manchmal ist Zahlen eine gute Motivation zum Gehen ins Fitness. Genau, Ali, im Vita-Parcours muss man auf die Zecken achten. Die Zecken, die kleinen schwarzen Viecher, die so in die Haut gehen, so den Kopf rein und Blut trinken. Die Zecken. Die muss man aufpassen und gerade rausnehmen. Ja, wenn man hat. Du hast noch gefragt, was ein GEA ist. GEA ist für Generalabonnement. Chevit. GEA ist für Generalabonnement. Genau. Das ist 1 Jahr gültiges Billett. Und dann nachher kannst du in der ganzen Schweiz mit Zug, mit Bus, mit Tram, mit Schiff und so kannst fahren. Bis Domodossola. Domodossola geht auch. Man kann über das Domodossola ins Tessin. Wie viel kostet ein Paar Turnschuhe? Wie viel kostet ein Paar Turnschuhe? Wenn du Sport machen, dann musst du gute Schuhe haben. Vielleicht so Turnschuhe, die weich sind, dass deine Knie nicht zu fest leiden darunter. Ja, gute Schuhe, es lohnt sich, in gute Schuhe zu investieren. Es lohnt sich. Wie viel kostet ein Paar Turnschuhe? Peter, etwa 150 Franken würdest du ausgeben für ein Paar Schuhe. Das sind schon sehr gute Schuhe, denke ich. Gisela, du denkst mehr 70 Franken. Für 70 Franken kommst du schon gute Schuhe über. Oder für 50 Franken. Ja. Man könnte in Secondhand-Läden Schuhe kaufen. Das ist nicht so eine gute Idee, glaube ich. Aber ich denke, es gibt auch billige Schuhe. Vielleicht manchmal hat Lidl oder irgend so jemand Schuhe, die gar nicht so schlecht sind. Ja. Aber ich denke, ich kaufe lieber Schuhe kaufen, die bessere Qualität sind und länger, die ich länger brauchen kann. Ja, ich habe gerne bessere Qualität und dass ich sie länger brauchen kann. Jana, du musst auf sbb.ch schauen, was ein GEA kostet, je nachdem wie alt du bist und ob du noch mit einem Partner ein GEA nimmst oder so, ist es ein anderer Preis. Aber Gisela hat gesagt, es kostet pro Monat 340 Franken für sie. Gisela, du kaufst auch zum Beispiel auf Zalando Schuhe. Evelyn, du schaust, du bist im Berner Oberland und viele Leute haben einen Corona-Pass gekauft. Es gibt ich glaube, die Tourismusindustrie war kreativ und sie hat einen Corona-Pass gemacht. Und man kann überall fahren, mit den Jungfraubahnen und auf Wanderungen gehen mit dem Postauto. Also für die sich interessieren, die können im Berner Oberland suchen, ob es einen Corona-Pass gibt. Und dann vielleicht einen Corona-Pass kaufen und am Wochenende billiger in die Berge reisen. Genau, Michael. Turnschuhe, das sind Schuhe zum Turnen, zum Sport machen. Also man kann springen mit Turnschuhen. Heute gibt es natürlich nicht nur Turnschuhe, die man für alles braucht. Heute gibt es sehr spezifische Schuhe.
zum Springen, zum Klettern, zum Wandern, zum Fußball spielen und so weiter. Aber eigentlich generell sind das alles Turnschuhe. Ja. Schuhe. Wo kann man Qualitätsschuhe kaufen? Gute Qualitätsschuhe. Vielleicht Markenschuhe oder ich tendiere eher Lederschuhe zu kaufen, also aus echtem Leder, aus der Haut von Kühen oder so, anstatt so Plastik oder Kunstleder. Ich denke, das passt besser. Also, ja, oder Schuhe, die genäht sind und nicht nur geleimt, oder wasserdichte Schuhe. Ja. Gisela, bei Manor kann man gute Qualitätsschuhe kaufen. Manor im Placet, in Fribourg sagen wir im Placet, oder im Globus vielleicht, oder ja. Ich bin ab und zu auf Zürich in die Bahnhofstrasse Schuhe kaufen, aber nicht unbedingt Turnschuhe, sondern aber das ist jetzt schon lange her. Ich habe grosse Füße und im St. Annenhof an der Bahnhofstrasse hat man Schuhe kaufen, grosse Schuhe für Damen, grosse Damenschuhe. Also das war ein Ort, wo ich gewusst habe, dort komme ich etwas über. On ist eine Schweizer Turnschuhmarke. Wow. Hallo Brian. Und die machen vielleicht gute Schuhe. Oder im Sommer habe ich auch gesehen, es gibt so Schuhe mit so runden Röllchen, die sehr leicht sind. Und man drauf so sie sehen speziell aus. Und man ist, glaube ich, ganz weich. Es federt gut. Miki, du hast gerne richtige Wanderschuhe. Ja. Italienische Schuhe sind zum Teil auch gut. Ich habe die Marke von meinen Schuhen vergessen. Ich habe im Sommer italienische Schuhe gekauft. Okay. Wie viel kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in der Stadt oder in Zürich? Also da auf dem Bild ist es nicht ganz in der Stadt. Ein guter Schuh mit Zuno kostet 120 Franken. Michael, ob mir ein spezielles Wort hat, was es nur auf Schweizerdeutsch gibt. Also es gibt Wörter, die es nur auf Schweizerdeutsch gibt, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber ich habe schon einen Livestream gemacht, Schweizerdeutsch versus Hochdeutsch. Und dort hat es viele Wörter drin, die man auf Schweizerdeutsch ganz anders sagen. Also wenn du dich interessierst dafür, kannst du den Livestream suchen und noch einmal anschauen. Es war ein ganz langer Livestream. Mammut ist auch eine gute Marke, genau. Also, wenn man so ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen, dann nachher rechnet man meistens zum Vergleichen den Preis pro Quadratmeter Wohnfläche. Ja, genau, Bogdan. Ist richtig zu teuer. Hui. Wohnung in Zürich ist richtig zu teuer. Ist für viel zu teuer eine Wohnung in Zürich. Kann das sein, dass es etwa 12'000 Franken pro Quadratmeter kostet? Oder so? Oder noch mehr? Also in Zürich zahlt man schnell 1 Million und noch mehr. 2, 3 oder noch mehr. Mein Bruder hat gestern gezügelt. Er hat in Zürich eine Wohnung oder ein Haus gesucht, aber er hat in Bern eins gekauft, in einem Vorort von Bern, nicht in der Stadt. Ja, also sonst, ihm war die Wohnfläche in Zürich zu teuer gewesen. Er hat sich das nicht leisten. Aber
wie viel kostet etwa ein Quadratmeter Wohnfläche außerhalb der Stadt auf dem Land? Koltu. Michael, du hast in Koltu gewohnt. Koltu. Sagt mir nichts, aber Zürich ist zu teuer, sehr teuer. Genau. Also in Zürich zahlt man auch viel Miete für die Wohnungen. Ja. Kloten, genau. Michael, Kloten ist ganz in der Nähe von der Stadt, aber es ist schon ein bisschen billiger als Zürich. Und natürlich Kloten, je nachdem mit dem Flughafen hast du vielleicht noch Fluglärm. Ja, dass du Flugzeuge hörst starten und landen und das ist nicht so schön. Also dann ist es ein bisschen billiger. An Orten, wo Fluglärm ist es billiger als dort, wo es keinen Fluglärm hat. Käsekuchen. Stefan hat Käsekuchen geschrieben. Was ist ein Käsekuchen? Den kannst du in den Bäck kaufen, zum Beispiel ein Käseweihe oder so. Ein Kuchen aus Käse, also einen salzigen Kuchen. Sonst meistens gibt es Früchtekuchen oder so, das ist süß. Genau, der Stefan, du wohnst in einem Käffli, das ist billiger. Bist du aufs Land, weil du das Land gern hast, oder bist du aufs Land wegen dem Preis? Oder vielleicht beides. Also zum Beispiel irgendein kleines Dorf, das ist ein Kaff. Ja, ein Kaff. Er wohnt im Kaff oder so. Teuer heisst teuer, genau. Teuer heisst teuer, genau, Chevit. Okay. Quadratmeter Wohnfläche außerhalb der Stadt kostet vielleicht dann 2000, 3000 Franken. Wer weiß. 350 Quadratmeter. Evelyn, du meinst, ein Quadratmeter auf dem Land kostet 350 Franken. Das ist mein Hund. Mein Hund ist da. Sie sitzt auf meinem Schoss. 350 Franken, das ist vielleicht eher auf dem Land für einen Quadratmeter Land. Und dann, wenn man baut, pro Wohnfläche, wenn du ein Haus fertig hast und das Haus hat zum Beispiel 200 Quadratmeter und dann musst du den Preis vom Haus geteilt durch 200 Quadratmeter rechnen. Und das ist dann der Preis pro Wohnfläche, pro Quadratmeter Wohnfläche. Meine Freundin hat außerhalb von Freiburg gebaut und sie hat 600 Franken pro Quadratmeter Land gezahlt. Genau, Michael, ich kann mir vorstellen, dass es im Wallis viel billiger ist als im Rest der Schweiz. Obwohl eigentlich so viel Land haben sie ja nicht. Also im Tal und an den Bergen vielleicht mehr. Aber im Tal sind vielleicht die Preise auch höher. Chevit, heute hast du Schweizerdeutsch gelernt. Schön. Okay, noch 2 Fragen und dann machen wir fertig. Wow. Wie hoch ist die Miete, die monatliche Miete für ein Studio? Ein Studio ist ein Zimmer mit Küche-Ecke, mit Kochecke und WC. So Studenten wohnen im Studio, zum Beispiel. Ja. Wie hoch ist die Miete für ein Studio? Natürlich. Vielleicht wohnt ihr in einem Studio oder vielleicht wohnt ihr
wenn ihr Studenten sind oder allein wohnt oder so, dann ist ein Studio nicht so ein Problem. 2000 pro Monat. Vielleicht ist das mehr ein Preis für eine 3-Zimmer-Wohnung, oder? 3-Zimmer-Wohnung. Ja. 1000 Franken, vielleicht 1000 Franken, je nachdem, ob du in der Stadt bist oder auf dem Land. Ich habe vor 20 Jahren zu Murten 700 Franken pro Monat gezahlt. Es war eine kleine 2-Zimmer-Wohnung. 700 Franken im Wallis. Aber es ist sehr billig gewesen. Also ich habe einen guten Preis gezahlt eigentlich. 700 Franken ist schon sehr billig. Ja, 2000 pro Monat, 2000, ab 2000 wird es dann schon sehr viel, je nachdem, wo du bist. Ja. Okay, das waren meine Fragen für euch. Es hat mich gefreut, dass ihr mit mir mitgeredet habt, dass ihr gechattet habt, dass ihr euch gegenseitig Antworten gegeben habt. Das ist auch immer super. Brian, in den USA, in der Stadt, in Washington, kostet das Studio $1000 pro Monat. Das ist auch kein Schleck. Also es ist nicht so billig, oder? Je nachdem, was du schaffst und wie viel du verdienst. Ja. Für ein Studio ist ja wirklich eigentlich klein. Es ist ein Zimmer, ein Badzimmer, eine Küche-Ecke, nur eine offene Küche. Ja. Genau. Du meinst eine Wohnung, nicht nur ein Studio. Studio könnte ich sagen, vielleicht Bachelor's Apartment. Ein Studio ist einfach eben ein Wohnzimmer und Schlafzimmer und Küche in einem. Ja, es hat nicht verschiedene Zimmer. Okay, es ist Zeit zum Schluss machen. Mein Hund wird ungeduldig und ich denke, ihr habt einen guten Schlaf, einen friedlichen Abend verdient. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Macht's gut. Die Lust haben, die könnt noch da unten ihr könnt euch unten einschreiben, dass ihr immer mitbekommt, was läuft und geht. Und ab nächsten Montag haben wir am 8. am Abend einen Livestream für alle Mitglieder von 45 Franken, vom 45-frankigen Kurs für Schweizerdeutsch. Das ist ganz Anfang, für Anfänger, so basic. Ja. Also, merci vielmals allen fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Schönen Abend, schöne Woche und viel Spass beim Schweizerdeutsch üben. Macht's gut. Tschüss zusammen.